Willkommen zurück, liebe Leute, bei Zelda Skyward Sword HD in einer Art Ranell-Höhle und einem Geruch, den wir noch nie gesehen haben. Und wo sind wir überhaupt? Das Rätsel des Steins der Zeit. Hä? Okay. Gut, dann haben wir hier ein bisschen was zum Aufbomben. Was sehr viel bringt, wie man sieht. Und wir sagen mal guten Tag, wa? Ken Boon, besonderer Besuch. Mein Name ist Ken Boon. Ich erforsche die Legende der 3 Drachen. Das Gegen muss trostlos wirken, doch ich bin sicher, dass sich hier etwas verbirgt. Der Name ist also Michael. Kein einfacher Name, sagt der Richtige. Erzähl mir doch mal, was du in dieser Einöde eigentlich suchst. Heilige Flamme? Irgendwann hat davon schon gehört. Etwa doch nicht? Stimmt ja, jetzt weiß ich's. Ich habe in alten Schriften über das Ranell Sandmeer davon gelesen. Leider erinnere ich mich nicht mehr an Einzelheiten, aber zum Sandmeer geht es da drüben lang. Ah, schön, da war ein Schlüssel für, danke. Um zum Ranell Sandmeer zu gelangen, brauchst du diesen Schlüssel. Gibst du mir einfach so? Pass auf dich auf, Mann. Du könntest ja auch für den Tempel verwenden, wa? Secret Way. Er hat Angst. Alles klar, Kumpel? Ja, alles klar. Warte mal. Ich habe nur eine Nische und er ist irgendwie etwas ganz anderem dran. Wüste Ranell, da geht's da entlang. Aha, okay. Ja, also insofern, Freunde, wir haben eigentlich nichts speziell Neues freigespielt. Weil eigentlich den Zugang, den wir eigentlich machen... Moment. Entschuldigung. Ich frage ein bisschen die Steuerung. Weil den Zugang, den wir jetzt eigentlich ursprünglich von der anderen Seite der Ranell... keine Ahnung, Mine oder so holen wollten. Oder vom Ranell Steinwerk her. Der führt dann genau hier hin. Offenbar. Das müsste eigentlich nicht da jetzt hinkommen. Das alten Bergwerks zu lösen. Hä? Was für ein Rätsel. Ja, seht ihr, genau hier sind wir. Interessant, also ein Ort hier kann ich mich zwar noch erinnern, die Ranellhöhle, aber nicht mehr an diese Abkürzung, die man auch vom Anfangsgebiet her erreichen konnte. Krass. Also ein bisschen Angst, der Kumpel war. Aber kann ich auch verstehen. Wenn es hier die ganze Zeit knallen würde. So. Noch kurz hinsetzen. Oder... So. So, dankeschön. Was soll ich jetzt hier drin haben? Schatz, Geld. Ein Monsterhorn, also ein Schatz. Oh, er trägt einen Brockbogel in ein Monster an seiner Hüfte. Und sie peitscht, um es ihm zu entreißen. Ja, dank für den Hinweisen, den wir bereits seit langem wussten, Fei. Immer wieder sehr nett von dir, Fei. Dass uns Dinge erzählt, die wir bereits wussten. Ja gut. Ranell Sandmeer wollte ich eigentlich noch nicht jetzt schon machen, aber gut. Ich wollte mir eigentlich für die nächste Aufnahmesession auch sparen, aber hey, komm. Wer weiß, wie weit wir überhaupt kommen in der Folge. Das Sandmeer ist riesig. Gebiet hat es zu berichten. Dies ist das Ranell Sandmeer. Früher war hier ein riesiger Ozean. Heute aber ist alles ausgetrocknet und mit Sand bedeckt. Ranell Sandmeer.
Hier fahren sie früher einen Hafen. Ja. Es besteht eine Chance von 90%, dass wir die heilige Flamme hier irgendwo finden werden. Ich empfehle eine Suche in diesem Sandmeer fortzusetzen, Gebieter, und tschüss, Mann. Ja, Tschüssikowski. Ich meine, wo soll es sonst sein, wa? Im Meerloch. Wir können sonst nirgends hin. Oh Mann, hier war früher alles irgendwie geil und so, und ist alles im Arsch. Tja, Lauf der Zeit, war, und wenn es natürlich raustrocknet, erst recht. Und sonst, was geht hier noch so ab? Nicht mehr viel, oder? Ah doch. Die Viecher vor allem. Ja, super. Da hat es gelohnt. Mann! Scheiß Strom. Ein Stromschuss wäre am besten lieber gewesen. Als heiliger Schatz. Na, toll. Das ist immer so riesig. Mann! Voll nervig, ey. Wow. Immerhin einen hat's gebracht. Das Schild muss regenerieren. Krass. Hier schon mal nix. Nichts Brauchbares. Da eine Vogelstadt, nochmal so einer. Nee, nee. Ich sagte, nee, nee. Vielleicht Bomben. Vielleicht wirken Bomben bei euch. Ein bisschen zu gut, weil da ist gar nichts mehr übrig. Hä? Krass, hier aussieht. Gut, die Vogelstatue hier. Bootsteg. Jo, geil. Und hier vorne haben wir einen, der irgendwie ein bisschen vertrocknet aussieht, wa? Aber was soll's denn? Hier haben wir einen. Zeitstein, hallo? Geht doch. Das ist natürlich krass. Kann ich reinsteigen? Nö. Weil ihn kann er kein Schiff fahren. Kennt er nicht. Was bist du denn für einer? Bist du ein Mensch? Wer ich bin? Also, ich bin Bocca, Kapitän des berühmt-berüchtigten Schiffes, das Nairos Flamme beschützt. Nairos Flamme? An jenem stürmischen Tag, ich und meine Mannschaft waren auf unserem normalen Kurs und dann plötzlich tauchen diese Piraten auf und griffen uns an. Sie trachteten nach Nairos Flamme. Meine Männer wurden gefangen genommen, ich über Bord geworfen. War voll scheiße, Mann.
Hier fand ich mich dann wieder. Danach bin ich unzählige Male mit diesem Kahn hinausgefahren und habe nach meinem Schiff gesucht. Aber mein Schiff war verschwunden. Ich bin mir sicher, dass es mit seiner Spezialfunktion verschwunden ist. Verschwunden? Um Nairos Flamme zu beschützen, ist mein Schiff mit einem Tarnmechanismus ausgerüstet. Was sagst du da? Du bist auf der Suche nach Nairos Flamme. Du brauchst sie, um jemanden zu finden, der dir sehr wichtig ist. Dann solltest du mir helfen, mein Schiff und meine Mannschaft zu finden. Wenn du mir helfen willst, lasse ich dich auf mein Boot. Wie sieht's aus? Flo. Wirklich? Nun, in dem Fall. Die Landkarte, die du hast, ist nicht besonders brauchbar. Um zur See zu fahren, benötigst du eine richtige Seekarte. Eine richtige Seekarte findest du in meinem Haus. Lass uns deswegen zuerst dahin fahren. Sollen wir ablegen? Nein, los, würde ich sagen. Auf geht's. Bzz. Navigieren durch ein Sandmeer, voll mit Wasser. Endlich wieder auf See. Wie navigiert man da gleich? Achso. Mit Hilfe von L bewegst du dich voran. Hältst du B gedrückt, während du fährst, erhöhst du die Geschwindigkeit. Drücke ZR, um die Bootkanone vorzubereiten und dann erneut ZR, um sie abzufeuern. Die Insel, auf der mein Haus steht, ist mit X markiert. Da gibt es einen Pier, von dem aus du an Land gehen kannst. Los geht's! Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ja, im Sandmeer selber gab es noch ein paar Dinge zu entdecken, zum Teil zumindest, vor allem so auf größeren Landflächen, sage ich jetzt mal. Ich glaube eben auch ein paar Gegner. So, und da wäre es bereits, wir sind auch schon einen Steg. Trotzdem gerne mal sehen, wofür wir überhaupt die Kanone bräuchten. Natürlich auch, ob es hier irgendwo noch einen Drachen gibt, wa? Eine Art Wüstendrache. Ne, vermutlich eher eine Art Donnerdrache. Weil Wüste wäre vermutlich eher eine Art, ja, eben Donnerelement oder so. Könnte man wohl annehmen. Haus des Kapitäns. Oh. Dein Haus wurde wohl neu besetzt. Wir sind da. Mein Haus steht auf dem Gipfel. Bitte hol die Seekarte, die sich in meinem Haus befindet. Pass auf die Monster auf, da sind ein paar richtig fiese Bies dabei. Ich kann das Boot nicht alleine lassen, deshalb bleibe ich hier und warte auf dich. Ich könnte einfach mal draufballern, aber ja gut. Da haben wir auch eine Vogelstatue, sehr gut, wir können nachher hier abspeichern. Ja, wenn wir sagen, los geht's, wa? Na, okay. Wenn ich mich richtig erinnere, war das zum Teil noch ein bisschen nervig. Das Gebiet hier. Und nicht mehr genau warum. An den lag sicher nicht. Den Dingen auch nicht, da kann ich mich ja festhangeln. Das ist eine Truhe, die muss ich von oben irgendwie runterfallen lassen. Ja, macht Sinn. Bomben, falls wir keinen dabei hätten. Aua, so war es nicht geplant. Definitiv nicht. Ja, ich kann den Käfer einsetzen, war komm. Ich brauche nicht unnötig Bomben.
Und hier haben wir einen Weg. Auf dem Weg nach Vertania City. Wow! Nee. Weg zu unserem Tod, so wie es aussieht. Vielleicht verlange ich meinen Rüstungstrank nicht schwerer. Nee, habe ich gar nicht. Und gar keinen Trank dabei. Doch, Rüstungstrank habe ich, genau. Die Musik. Irgendwie cool, aber irgendwie auch ein bisschen traurig. So, und jetzt von hier wie weiter? So. Ernsthaft jetzt? Und haut ab. So, den Typen da vorne. Den müssen wir ein bisschen anders platt machen. Das geht bei dem nur so. Dann wieder weglaufen, wieder auf ihn zu. Dann spart er da sein Schild für uns. Und so wird auch das mal vonstatten gehen. So. Sehr schön, noch ein bisschen mehr Kohle. So, kommen wir wieder zurück. Jo. Aber erstmal vielleicht mal kurz da... Ah, kommen wir eigentlich wieder zurück. Ja, geht wieder gut. Erstmal hier ganz rüber. Dann den eingesetzt. Und den aktiviert. Ching ching. Zu kurz. Das alte Twilight Princess Problem. Nee, stimmt gar nicht. Das alte Ocarina of Time Problem. Ich sage nur Fanghaken, Enterhaken. Ernsthaft? So. Ja, ist er hin und her. Also hier runter kennt ihr nachher wieder hoch, glaube ich. Das wird soweit funktionieren. Muss man ganz kurz das Item wechseln. So, eine weitere Hilfe für uns. Ich glaube, ansonsten wird es hier ein bisschen schwieriger zu kommen, wa? Ja, wir müssen nämlich hier rundherum, denn sein Haus ist ja da oben. So. Komm schon. So. So geht das gut. Ah, ihr seid diejenigen, wo ich irgendwie langsam leise sein muss, vor allem, wa? Werde ich jetzt den Kumpel da oben los? Ich meine, ich könnte. Perfekt. So, mit dem Greifhaken gehen wir direkt dahinter. So, und hier muss ich glaube relativ fix sein. Und die Gegner platt machen, ist eine andere Variante. Hat noch ein bisschen Twilight Princess Erfahrung, Freunde. Ich glaube, bei Twilight Princess HD habe ich nach Skyward Sword gezockt.
Ja, macht glaube ich Sinn, weil es dann auch danach erschienen. So, sind wir auch schon da oben. Ich glaube, sonst gab es hier oben nicht mehr sehr viel. Also die Abkürzungen. Aber hier oben könnte noch was sein. Seltene Insekten vielleicht? Ja, doch, seltene Insekten, okay. Gut zu wissen, nicht zu weit, Link, bitte. Alter Schwede. So. Okay, das sah auch schon mal besser aus. Skorpione, ernsthaft? Dankeschön, Dankeschön, nehme ich gerne mit. Danke für die Bezahlung. Alter, das passiert irgendwie hunderte Jahre lang nicht sauber macht. Das Problem ist, sie kann es nicht wecken, weil sie ja keinen Zeitstern und sowas in der Art hat. Leider nicht, aber dann schätze ich mal, dass hier die Karte drin sein müsste. Oh, guck mal einer an, das Bild. Der Captain seiner ganzen Crew. Alter, waren das viele. Die antike Seekarte erhalten. Senior Gebieter. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Voll schön, aber irgendwie auch voll traurig. Auf diesem Schiff ist eine Ausflamme versteckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft ebenfalls Robotern besteht, beträgt 90%. Ich schätze, dass der Kapitän inmitten seiner Mannschaft ein glückliches Leben gelebt hat. Oha, und wie schätzt du das anhand der Bilder? Wir sind alle tot, Mann. Ja. Die sind nur verrostet, also... Habe ja auch einen Namen von Trappo gesehen, ein bisschen Neonenblumen drauf und die leben alle wieder. Wir sind alle... Super. Das sollst du lieber nicht machen. Ja, ist doch eh, spielt doch jetzt keine Rolle mehr. Aber sonst da oben ist auch nichts mehr. Dann noch ein bisschen Symbole und so. Mhm. Ah, Ausruhen wäre nicht schlecht. Gebieter, ich habe das zu berichten. Ich spüre die Präsenz von Insekten im oberen Stockwerk des Gebäudes. Hä? Ja, und nun? Haben wir einen Greifhaken da hoch oder was? Haben wir vorhin doch schon gemacht. Hä? Und nun... Hä? Was bringt jetzt das? Der Trick ist neu. Nö, kann nichts machen. Krass. Habe ich damals garantiert nicht gemacht, Freunde. Dann würde mich jetzt sicher erinnern. Oh ja, das mit den Insekten haben wir schon gesehen. Dass es dort oben Insekten gab. So, jetzt mal gucken. Wo ist denn jetzt... Darunter müsste ich, wa? Es ist natürlich so, wenn ich jetzt den direkt nehmen würde, wären wir bereits da unten. Ja, wäre natürlich cool. Und ich müsste mir den ganzen Weg über die Luft und so machen, wenn ich wieder hoch wollte. Es gibt fast nicht anders, da komme ich von da. Man kann es wieder versuchen. So, da wieder halt zurück. Da müsste eigentlich reichen, weil ich müsste eigentlich dahin kommen. Was zum... Hey, wieso klappt das nicht? Da können wir uns einfach fallen lassen. Moment. Wie der Mechanismus ohne Strom funktioniert, habe ich keinen Plan. Hä, kann ich die irgendwie einfach rein und mich dann darauf fallen lassen? Okay, dann war es ein bisschen tricky, das Ganze. Aber gut. Also kommen wir hin.
Wie zum Henker? So eine Truhe hinziehen geht der glaub gar nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt kommen wir zurück zum Anfang. Aber warte mal. Ich habe gerade was gesehen, genau, warte mal. Vielleicht klappt's ja so. Nee, hä? Ich meine, das klappt natürlich, da ist klar. Weg mit euch. Dahin komme ich auch, problemlos. Und ebenfalls dorthin. Hätte ich jetzt einen Paraschal nutzen können, wa? Hm. Die Frage ist, wenn ich mich jetzt... Angel mich jetzt so entlang. Beziehungsweise erstmal so. Und dann hier so heran. Ja, komm. Das ist irgendwie auch nicht. Ich sehe gerade von der Zeit her, so zu der Aussage von der letzten Folge, dass irgendwie die Folge länger dauern wird, kürzer sein wird. Aber ich hätte schwören können, dass ich mich damals einfach runterfallen lassen habe. Ich spiele von ganz oben halt, versteht ihr? Mann, Linkey! Ja, tschüss, Mann. Beziehungsweise nicht Linker, kann nichts dafür. Motion Controller. Kalibrierung. Warum hat es da zwei Dinger dran? Da ist noch einen. Verstehe ich auch nicht. Gut, da kann es sich zurückhangeln, ja. Also ran komme ich zwar, aber kann mich nicht dran heranhangeln. Das geht nicht. Oder, das wäre die andere Variante. Komme ich eigentlich nochmal hoch? Ja, okay. Wenn ich hier nochmal hochgehe. Hier von oben runterfallen lasse, aber halt den Paraschal zücke. Da müsste von da oben, ja, vor allem von der Auswärtsplattform, da müsste es funktionieren. Ich meine, wozu gibt es die sonst? Sind zwar die Dinger wieder alle oben, natürlich ein bisschen kacke. Aber ja, komm, für was gibt's denn sonst? So, Freunde. Gut, seien wir ehrlich, müssen wir nie wieder hoch aussehen für ein Insekt. Aber, pff. Ah, ja gut, Silber Rubin, kann man darüber standen, ob sich das gelohnt hat dafür. Aber ich finde schon. So, Freunde, für eine Folge, die eigentlich nur irgendwie knapp 20 Minuten werden sollte, ist da wieder ein bisschen länger geworden. Dafür haben wir jetzt hier die Schatzkarte geholt. Können hier wunderbar abspeichern. In der nächsten Folge dann mit dem Captain mal das Schiff suchen gehen und vielleicht auch schon den Drachen. Wenn es über die einen gibt. Wovon ich irgendwie doch ausgehe. Will irgendwie Sinn macht, ne? Weil irgendjemand muss die Flamme ja behüten. Und wer außer einem Drachen soll das schon sein, hä? Dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD im Sandmeer unterwegs. Bye bye.